Grüß euch, da ist die Nastja und herzlich willkommen zu einem neuen Q&A. Ich habe euch gefragt, ob ihr mir Fragen stellen könnt auf Instagram und ich habe ein paar Fragen rausgenommen. Also es wird nicht ein langes Video, hoffe ich zumindest, aber so will ich mich können, wahrscheinlich schon. Ich habe ein paar Fragen rausgeholt von meinem Sony-Handy, also auf Instagram ein paar Fragen screenshottet. Und ich werde sie jetzt beantworten. So, eure Frage. Gehst du lieber ins See oder ins Meer baden? Ganz ehrlich, ich gehe lieber ins Meer baden als in den See rein, weil... Also versteht mich nicht falsch, See und Meerwasser haben eine heilende Wirkung auf Verletzungen, aber ich bin einfach viel lieber am Strand, beim Meerwasser als am See, beim See am Baden, weil ich finde einfach so, das Meerwasser ist wie so, du kannst so langsam reingehen und bei Baden sehen, du laufst so voll auf Steine oben drauf und ich bin nicht so ein Fan von Steinen. Und allgemein kannst du wie so, du kannst auch langsam reinlaufen, aber ich weiß auch nicht. Ich bin lieber im Meer als in der See, im See, weil ich weiß einfach, du kannst ins Meer so weit reinlaufen, wie du willst, du kannst trotzdem noch stehen. Und ich finde Wellen auch ganz toll und mega cool. Und darum gehe ich lieber ins Meer baden. Da kommt die nächste Frage. Und zwar hat jemand gefragt, was ist dein absolute Hassessen? Mein Hassessen. Theoretisch hasse ich eigentlich nichts, also ich weiss. So, nicht schon wieder. Also, ich hasse nichts wirklich Grosses, aber es gibt Sachen, die ich nicht gerne esse. Sachen, die ich nicht gerne esse, ist zum Beispiel Spinat, habe ich nicht so gern, und Krevetten. Also, so Meereskrevette. So etwas habe ich nicht so gern, das esse ich auch nicht so. Was ich auch nicht gerne habe, ist zum Beispiel Erdbeere. Es tut mir leid, ich bin kein Erdbeere-Fan. Und ja. Aber mein absoluter Hassessen. Mein Hassessen. Also ich habe eigentlich nichts, was ich wirklich hasse. Aber wie gesagt, einfach die Sachen, die ich gerade gesagt habe, die ich nicht so gerne habe. Tatsächlich gibt es etwas, was ich wirklich hasse. Und zwar, also ich weiß nicht, ob man es als richtiges Essen zählen kann, aber ihr kennt doch, wenn man im Altersheim so Birchenmüsli bekommt. Also allgemein so Birchenmüsli oder Müsli mit so Haferflocken. Ich hasse Birchenmüsli. Und es gibt Leute, die machen Birchenmüsli einfach nur so zum Nachtessen ohne nichts. Und ich bin wirklich... Ich habe es immer machen in meinem Praktikum. Und ich habe es probieren. Aber ich habe es nur probiert. Aber ich bin kein Fan von Birchenmüsli. Wirklich nicht. Ich hasse Birchenmüsli. Das ist wirklich etwas, wo ich sage, das hasse ich wirklich sehr. Birchenmüsli. Und oder was ich auch sehr hasse ist... ihr kennt ja so... Sagt man dem? Ihr kennt ja von den USA so... Genau, Oatmeal. Oatmeal mit so Milch drin. Und das haben wir auch mit so Haferflocken und einfach Milch drin. Ich hasse einfach Cornflakes, die keinen Geschmack haben. Oder so Hafermüsli oder Oatmeal. Oatmeal habe ich nicht wirklich probiert, aber wie sich Oatmeal, ich glaube Haferflocken, korrigiert mich, wenn es falsch ist. Ich weiß es nicht ganz. Aber ich bin kein Fan von Haferflockenmüsli. Was ich auch absolut kein Fan von bin, ist... Wie heisst das jetzt? Genau, Saft. Ich trinke gerne Orangensaft und Milch. Aber ich trinke nicht gerne so wie heisst die? So Spinat, so Shakes, genau, Shake heissen die. Man kennt doch so Shakes, wo man trinken zum Abnehmen und so. So Sachen habe ich nicht gerne. Ich habe nicht gerne so Shakes. Und
Frappe habe ich auch nicht gern, außer Bananenfrappe ab und zu. Aber sonst habe ich Frappe auch nicht wirklich gern. Also es sind wirklich so Sachen. Ja, da fragt jemand, kannst du Forever vom Lewis Capaldi coveren? Ich habe mir das Lied tatsächlich angehört. Und ich muss sagen, danke, dass du mir das Lied empfohlen hast, weil das Lied ist mega schön. Wirklich, also ich habe das Lied zum ersten Mal gehört, ich habe fast gebrüllt. Wirklich ein schönes Lied, merci vielmals. Und ja, ich bin gerade am Lehren, weil das Lied hat am Schluss so eine Stelle, die nicht so einfach ist. Aber ich bin am Lehren und das Lied ist mega schön. Also merci für den Tipp und ja, ich werde es coveren. Das ist die zweitletzte Frage. Und zwar, willst du eigentlich bei The Voice mitmachen im Fernsehen? Das Thema. Viele haben mich gefragt, warum willst du nicht mal zu DSDS gehen oder zu The Voice? Ich finde einfach, also ich weiß nicht. Es kommt mir einfach so vor, wenn du bei DSDS gewinnst, du bringst zwar ein erfolgreiches Lied raus, also so wie der, wir nehmen mal den Luca Hänni. Das ist ein gutes Beispiel, weil er ist ja noch aktiv. Also, Disclaimer, ich bin kein großer Fan, falls du das siehst. Luca Hänni, tut mir leid, deine Musik spricht mich nicht an. Aber ich bin sicher, er ist ein cooler Typ, der Luca. Also er ist sicher ein cooler Typ, aber seine Musik spricht mich halt nicht so unbedingt an. Weil ich bin ein komischer Typ, was Musik angeht, ehrlich gesagt. Aber, ja. Das ist der Luca Hänni. Der Luca Hänni hat bei DSDS gewonnen. Man hat ein Lied von ihm gehört und danach habe ich das Gefühl gehabt, man hat von ihm gar nicht mehr gehört. Also wirklich gar nicht mehr. Oder auch von ihr, die letztes Jahr gewonnen hat, die junge 16-Jährige. Man hat von ihr ein Lied gehört und nachher nie mehr etwas. Ich weiss noch, diejenigen, die DSDS öfters schauen, kennt ihr noch die Blondine, Aneta, wo singt Could You Be The One? Also das Could you be the one? Sie da. Falls ich ein Bild finde und ich noch ein Bild einfüge, dann wisst ihr, wer ich meine. Sie hat auch das eine Lied rausgebracht, das Could You Be, und nachher hat man nie mehr etwas von ihr gehört. Nie mehr. Und ich finde einfach Leute, wo so nicht raus zu DSDS gehen, also ich bin ja YouTuberin, ich mache das schon länger mit Musik. Also sprich, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich gehe Musik machen. Genau. Wir können jetzt Tina. Hi Tina, falls du das siehst. Genau, die Tina Umbrecht. Sie war ja bei DSDS gewesen. Und sie hat vor der DSDS, hat sie glaube ich schon YouTube gemacht. Tina, falls du das siehst, bitte korrigiere mich, falls ich etwas Falsches erzähle. Sie hat glaube ich schon vorher YouTube gemacht, bevor sie bei DSDS war. Also ich habe sie vorher schon gekannt, bevor sie bei DSDS war. Und ich muss sagen, ich habe sie sehr gerne gehabt. Bei DSDS ist sie glaube ich nicht sehr weit gekommen, ich weiß es nicht, korrigiere mich bitte. Aber ich habe auch das Gefühl gehabt, dass nachdem die Leute einfach weggehen von DSDS, dass sie nachher wie verschwindet und man nie mehr etwas von ihnen hört. Also gut für die, aber wie gesagt, für die Tina, sie macht jetzt Covers auf YouTube. Also sie hat ja schon immer Covers auf YouTube gemacht, auch bevor sie zu DSDS gegangen ist. Und darum weiß man ja, dass sie noch existiert. Also die Tina, die ist immer noch hier. Man weiß, wer sie ist, man weiß, dass sie mit DSDS war, man weiß, dass sie singt und Covers macht. Und jetzt gehen wir zu Luca Hänni zurück. Der Luca Hänni ist ja von der Bauarbeit gekommen. Also von der Baustelle. Und danach hat er singen, hat ein Lied ausgebracht mit Dieter Bohlen und danach hast du irgendwie nie mehr von ihm gehört. Und ich weiß nicht genau, wenn er ein neues Lied rausgebracht hat. Also irgendwann aus dem Nichts raus ist plötzlich, glaube ich, ein neues Lied rausgekommen von ihm. Glaube ich auch. Also ich weiß nicht mehr genau, also ich weiß nicht, was für ein Lied es war. Ich verfolge ihn wirklich nicht. Aber er hat glaube ich noch weitere Lieder rausgebracht, also ich weiß es nicht. Also ich weiß es halt nicht ganz genau. Bitte korrigiert mich, falls ich irgendetwas Falsches erzähle, wie gesagt. Wahrscheinlich einfach nachher ein neues Lied rausgebracht. Und irgendwie auch vor ein paar Monaten habe ich gedacht,
von der Anna Bora. Shoutout to her. Von der Anna Bora habe ich dann nachher gehört, habe ich gesehen, dass sie das Lied hört von Luca Hänni, weil sie verfolgt ihn. Luca Hänni, She Got Me. Und ich so, okay, er hat ein neues Lied rausgebracht. Und dann habe ich das Lied, also natürlich, ich bin kein Fan von ihm, aber ich habe mir das Lied natürlich mal angelassen, weil ich bin neugierig war, wie das Lied ist. Dann so, tut nicht schlecht, aber es ist halt nicht für mich. Also es ist nicht so mein Musikstil, muss ich halt sagen. Aber ja, nachher ist er halt bei Eurovision Song Contest gegangen. Und danach, nach dem Eurovision Song Contest hat er nachher mehr Aufmerksamkeit bekommen, weil er auf Platz 4 gelandet ist. Nachdem hat er nachher wirklich mehr Aufmerksamkeit bekommen, auch von größeren Medien, wie 20 Minuten und so. Also versteht euch nicht falsch, die 20 Minuten haben ihn, glaube ich, vorher so als Künstler nicht auf dem Bildschirm gehabt. Wie gesagt, auch 20 Minuten, wenn ihr es seht, korrigiert mich, falls ich irgendetwas Falsches erzähle, wirklich. Ich bin offen für Fakten und neue Sachen und andere Sachen und neue Sachen. Also allgemein Fakten, wenn ich etwas Falsches erzähle, korrigiert mich, wenn ich etwas Falsches erzähle im ganzen Video. Aber, ja. Wie gesagt, bei DSDS finde ich halt, die Leute verschwinden nach dem einen Lied, das sie rausbringen, verschwinden die Leute von der Bildschirmfläche. Also von der musikalischen Bildschirmfläche, muss ich jetzt mal so betonen. Letzte Frage, und zwar, bist du happy gerade? Also, fühlst du dich gut oder einfach, happy? Also nicht glücklich, genau. Also, jemand hat mich gefragt, ob ich glücklich bin. Also, ich weiß nicht genau, was man unter Glück definieren kann, aber ich würde schon sagen, dass ich glücklich bin. Also, ich meine, ich habe jetzt meinen Weg gefunden mit dem, wo ich jetzt gerade bin, in Bern und so. Und ich bin jetzt auf dem Weg, eine Ausbildung zu machen. Und wegen dem bin ich jetzt gerade richtig happy. Aber es gibt auch manchmal, also ich bin halt auch noch ein Mensch und es gibt halt manchmal so Momente, wo ich sage, gut, da bin ich jetzt weniger happy und bin ich halt traurig oder fühle mich nicht gut. Also klar, es gibt so Tage, wo ich denke so, ja, mir könnte es wirklich besser gehen, aber momentan bin ich wirklich happy. Aber es gibt halt auch Tage, wo ich eine schlechte Laune habe und eine gute Laune, aber im Allgemeinen bin ich wirklich happy mit meinem Leben gerade momentan. Also wie es läuft und was gerade so geht und wie es läuft und was gerade am Laufen ist und all das und ja. Und ich freue mich auf den September, weil ich werde die Cyberjunk sehen. Ja. So. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mein Q&A-Video und wenn ja, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da und ich wünsche euch einen schönen Morgen, Mittag und Abend und tschüss, ciao, ade.